Darf ich dich bitten, kurz in eine Situation dich jetzt denken? Folgende Situation: Dein Vater ist palliativ. Du und deine Geschwister wissen, dass er gleich sterben wird. Und er hat euch einmal zusammengerufen zu einem gemeinsamen Essen. Du und deine Geschwister bereiten das Essen vor. Und mitten im Essen, das heisst gegen Ende von dem Essen, steht dein Vater auf und sagt, ich kann euch etwas zu sagen. Mit welcher Aufmerksamkeit wirst du dem Vater zuhören? Ich denke, du wirst ihm zuhören, wie du noch nie zugehört hast. Ich denke, es ist mucksmüsli still, keins wird irgendetwas reinreden, sondern will unbedingt wissen, was der Vater noch zu sagen hat in seiner letzten Rede. Was ihm auf dem Herz liegt, was ihm ganz wichtig ist, dem Schluss von seinem Leben. Und genau so ist den Freunden von Jesus gegangen. Jesus hat mit ihnen ein Pessachfest gefeiert, hat mit ihnen gegessen. Und mitten im Essen hat er angefangen zu reden. Seine Abschiedsrede. Was ist Jesus in seiner letzten Stunde, in seiner letzten Rede zu seinen Freunden, die er ein paar Jahre jetzt begleitet hat, so wichtig gewesen? Was ist ihm auf dem Herz gelegen? Was hat er wirklich mit ihnen teilen? Was hat er noch sagen? Was war Priorität bei ihm? Wir haben 3 Kapitel, Johannes Evangelium 13 bis 16. Ich denke, dass die Jünger von Jesus sehr aufmerksam zugelassen haben, dass sie ja kein Wort verlieren von dem, was er gesagt hat. Und ich möchte euch heute einladen, in die Abschiedsrede und mit der gleichen oder ähnlichen Aufmerksamkeit zuzulassen, wie die Freunde zugelassen haben. Was ist Jesus vom Herz gelegen? Natürlich kann ich nur einen kleinen Ausschnitt nehmen dafür, aber ich habe die Abschiedsrede in den letzten Monaten studiert, nicht nur gelesen. Ich habe sie mehrmals gelesen, ich habe sie immer wieder gelesen, ich habe sie wiedergehört und ich will wissen, was ist denn das, was Jesus am meisten auf dem Herz liegt. Und am meisten auf dem Herz ist ihm gelegen, das neue Gebot, einander zu lieben. Ich lese Johannes 13, 34. Da sagt Jesus zum ersten Mal, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Ich lese es nochmal. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Jesus gibt es in seiner Abschiedsrede seine Jünger, seine Freunde und der Nachfolger von ihnen ein neues Gebot. Es ist kein Wunsch. Er sagt nicht, es wäre noch schön, wenn ihr dann könntet einander gern haben. Er stellt nicht eine Frage in den Raum und sagt, könnte es sein, dass ihr einander dann gern habt. Er sagt auch nicht, ihr könntet mir einen Gefallen tun, wenn ihr einander liebt. Sondern er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Und da steht das Wort Entole im Griechischen. Das heißt Gebot oder sogar Befehl. Jesus sagt, ich gebe euch einen neuen Befehl. Es ist ein Wort, das die Autorität und Macht von Gebietenden betont. Was gebietet er seinen Jüngern? Was befiehlt er ihnen? Was will er unbedingt von ihnen? Er will von ihnen unbedingt, dass sie einander gern haben, dass sie einander lieben. Und zwar so, wie er sie geliebt hat. Wie hat denn Jesus seine Freunde geliebt? Er hat sie angenommen in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit. Er hat sie gelehrt, er hat sie ausgebildet. Er hat ihnen gedient, er hat mit ihnen Zeit verbracht und er hat sein Leben für sie gelassen. Es langt aber nicht bei dem einen Vers, sondern später in der gleichen Abschiedsrede doppelt Jesus nach. Im Kapitel 2, Kapitel später, und sagt fast identisch gleich nochmal, zum zweiten Mal. Er sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe,
Das ist mein Gebot. Das ist mein Befehl. Das will ich unbedingt, dass ihr es durchzieht. Unbedingt, dass das unter euch wahr wird, dass ihr einander liebt. Aber es langt Jesus der Abschiedsrede nicht, dass er es zweimal sagt. Er sagt es ein drittes Mal. Und er sagt zum dritten Mal, einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Jesus betont das dreimal. Wie wichtig ist es ihm doch. Freunde, das ist kein Wunschkonzert, sondern das ist ein Gebot von Jesus. Könnte es sein, dass Jesus gewusst hat oder geahnt hat, wie schwierig das wird sein? Wie sehr, dass seine Nachfolger sich werden zerfleischen, wie sehr, dass sie sich werden aufsplittern in Rechthaberei, in Dünkel, in Egoismus, in dieser Frage, wer der Höchste und der Größte ist und der Beste ist und am meisten weiß. Egoismus, Rechthaberei und Stolz hat er gewarnt, dass das Liebe wird gefährden. Dann hat er in der gleichen Rede noch Folgendes gesagt: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Hey, wenn ihr mir sagt, ihr liebt mich, Jesus, dann werdet ihr mein Gebot halten. Wenn ihr mich nicht liebt, werdet ihr das Gebot auch nicht halten. Weil um das Gebot zu halten, Geschwister, die Brüder und Schwestern zu lieben, braucht es Liebe zu Jesus. Es braucht eine Priorität, es verankert sie, es verwurzelt sie in dem Jesus Christus hinein. Verstehst du? Wir können das nicht kleinreden heute Morgen. Es ist mir dermaßen vom Herz, dass wir Brüder und Schwestern lieben. Und das ist gar nicht immer so einfach, weil das sind Menschen wie wir, nur ein bisschen anders ticken als wir. Mein nächster Titel heisst Jesu Ring und die Einheit. Die Abschiedsreden sind noch nicht das Tiefste von Jesus, sondern plötzlich dürfen wir zuhören, wie Jesus betet. Jetzt stellt euch vor, euer Vater nach der Rede fängt an zu beten. Wie viel mehr wollt ihr noch hören? Was hat er dann im Gebet noch zu ringen? Um was betet er dann? Um was fleht er dann? Um was bittet er dann? Und für was dankt er dann? Und so können wir Jesus in seinem Gebet zuhören. Wir können unser Ohr anheben und fragen, um was betet er dann? Um was betet er zum Schluss? Ich will da wieder einen Schwerpunkt rausziehen. Wieder einen dreifachen Schwerpunkt. Wie Jesus betet im Johannes 17, 11b, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Jesus bittet den Vater in seinem letzten Gebet, bevor es dann das Gebet ist am Kreuz, wo er sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber das letzte Gebet mit den Jüngern bittet er um Einheit. Und zwar eine Einheit, die gewaltig ist. Er bittet um eine Einheit, wie der Vater und der Sohn eins sind. Ich habe mir das Evangelium alle Bibelstellen durchgeschaut und herausgeschrieben, wo Jesus über den Vater redet. Es sind Dutzende Bibelstellen. Und aus diesen Bibelstellen sehen wir, wie sehr dass Jesus und der Vater eins sind. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, ich kann nichts tun ohne meinen Vater. Mein Vater und ich, wir sind eins. Ich liebe meinen Vater. Ich gehe vom Vater aus und komme wieder zum Vater zurück. Und Jesus sagt, ich will, dass ihr eins sind, wie der Vater und ich. Liebe Brüder und Schwestern, das ist eine Überforderung. Schlechtweg eine Überforderung. Warum setzt Jesus die Latte so hoch? Das werden wir nicht erreichen. Und trotzdem ist die Latte gesetzt. Trotzdem ist sie so hoch. Und Jesus sagt, ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir und bist und ich in dir. Das ist die zweite Bibelvers.
in dem Gebet. Ich lese nochmal. Zum zweiten Mal das Gleiche. Oder fast das Gleiche. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Zum zweiten Mal betet das Gleiche. Und Jesus gibt nicht auf, er betet das dritte Mal fast das Gleiche. Nur ein paar Vers später, was heißt: So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Einheit mit einem Zweck, mit einem Ziel, dass die Welt erkennt, dass der Vater Jesus geschickt hat. Wenn Menschen in die Kirche hineinkommen, die nichts mit Gott am Hut haben, sie werden etwas spüren, wenn es da ist. Es ist die Einheit. Die Einheit unter so unterschiedlichen Generationen. Die Einheit unter so unterschiedlichen Menschen. Alles fehlerhafte Menschen. Alles Menschen, die irgendwie einen Tick haben. Alles Menschen, die speziell sind. Und wenn da Einheit herrscht, die Einheit ist noch nicht umarmen. Die Einheit ist noch nicht ein kaltes Lächeln. Die Einheit geht tiefer. Es ist eine Annahme, eine gegenseitige Annahme der Unterschiedlichkeit. Und wenn das ist, dann werden die Menschen überzeugt werden. Ich habe in unserer Small Group vor Jahren einen ganz schwierigen Mann gehabt. Ich habe da auch schon erzählt darüber. Und er war dann palliativ mit schwerster Krebsdiagnose. Und unsere kleine Gruppe hat sich dermaßen um den Mann gekümmert, dass ein Marxist, der ihn begleitet hat, palliativ gesagt hat: Was ist das für eine Gemeinschaft? Was sind das für Menschen, dass sie ihn dermaßen begleitet? Und er hat etwas erkennen von dem Jesus, der vom Vater geschickt worden ist. 3-mal bittet Jesus um die Liebe, haben wir im ersten Teil. 3-mal fleht Jesus um die Einheit. Das ist gewaltig. Da kommen wir nicht drum herum. Da schlägt kein Geist weg. Was darf uns die Einheit kosten? Wenn ich in Kirchen Streit erlebt habe oder Uneinheit, gerade die theologischen Fragen. Freunde, ich bin genug lange in dem Business. Dann ist es nie oder ganz, ganz selten wirklich ums Wort Gottes gegangen. Sondern immer wieder um Rechthaberei, immer wieder um Dünkel, immer wieder um Stolz gegangen, immer wieder um Vorherrschaften gegangen, immer wieder darum gegangen, wer grösser ist als der andere. Wie kommen wir jetzt zu dieser Einheit? Darf ich bitte zu mir kommen? Wie kommen wir zu dieser Einheit? Das ist ein bisschen peinlich. Alles gut. Ich weiß nicht, was kommt. Du weißt nicht, was kommt, du darfst absitzen. Jetzt wissen schon die meisten, was kommt. Dann bei dem Abschiedsmahl, wo Jesus seine Abschiedsrede gehalten hat und wie Jesus gebetet hat, ist er plötzlich aufgestanden und jetzt sollst du deine Schuhe und deine Socken abziehen. Jesus ist plötzlich aufgestanden und er hat sein Obergewand abgelegt. Es hat nämlich keinen Sklaven gehabt. Den haben sie vergessen. Sie haben das Essen wunderbar gemacht, aber einer, der dient, den haben sie vergessen. Und darum hat Jesus den Sklavenschurz genommen, der vermutlich irgendwo an der Wand gehangen ist.
und hat sich herabgebeugt zu seinen Freunden. Und hat ihnen angefangen, die Füße zu waschen. Hast du jetzt gedacht, ob du gestern Morgen noch gewaschen hättest? Was denkt man so? Was denkt man so? Speziell. Ist es peinlich? Ein Ein bisschen peinlich, gell? Ein bisschen peinlich, ja. Also ich mache es auch nicht jeden Tag. Er hat angefangen, die Füße zu waschen. Kannst du noch ein bisschen einweichen? Er ist von einem zum anderen gegangen. Und als von Petrus war, hat der Petrus gesagt, mir musst du ja nicht die Füße waschen. Es war mega peinlich. Er hat gemerkt, ich habe etwas verpasst. Eigentlich müsste ich die Füße waschen und nicht der Jesus. Nicht der Meister, nicht der Rabbi, nicht der, wo wir ihm dienen sollen. Und hat Jesus gesagt, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir. Und dann hat der Petrus gesagt, du bist immer schneller geredet als denkt. Hat der Petrus gesagt, ja, aber dann wasch mir alles. Den Kopf und die Hände und alles. Du musst keine Angst haben. Jesus hat gesagt, das brauchst du nicht. Wer gewaschen ist, ist gewaschen. Und der braucht nur noch das Füße waschen. Die Handlung hat zwei Bedeutungen. Erstens geht es ums Abwaschen von der Schuld, von der Sünde. Jesus sagt, wer, eigentlich mit anderen Worten, wer von Neuem geboren ist, wer zu Jesus gehört, der muss nicht immer wieder abgewaschen werden von Kopf bis Fuß. Dem seine Schuld ist vergeben. Er muss nur noch die Füße waschen lassen. Die Füße, das ist seinerzeit, sind sie in dieser Heiland-Sandalen rumgelaufen. Und dann ist immer staubig geworden und ist dreckig geworden. Und darum haben sie müssen den Staub vom Tag, den Dreck vom Tag abwaschen. Und so geht es darum, dass wir nicht Jesus immer unsere ganze Schuld wieder bringen. Alles, was einmal war, was war, das sind wir gewaschen. Sondern dass wir jeden Tag immer wieder Jesus unsere dreckigen Füße anheben, das, wo der Tag durch dreckig geworden ist, und um Vergebung bittet. Das ist die eine Bedeutung. Jetzt darfst du mal rauskommen. Jetzt bist du so super gewaschen. He? Dankeschön. Ja, du machst das oft. He? Danke vielmals. Die zweite Bedeutung von dem ist, und es macht gar nichts, wenn ihr mich hinten nicht seht, die Füße nicht seht, weil das hat Jesus auch im Verborgenen gemacht. Die zweite Bedeutung ist in Demut, sich dem anderen zuwenden. In Demut sich dem anderen zuwenden. Hier gibt es einen Applaus. Völlig unerwartet war es, dass der Rabbi den Sklavenschurz angelegt hat. Es hätte umgekehrt sein. Aber Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein Beispiel, dass ihr es auch einander tut. Auch einander die Füße waschen und um Himmels Willen nicht grinden. Wie schnell waschen wir einander die Köpfe? Wie schnell wissen wir, was wir einander auszusetzen haben? Aber Jesus sagt, nein, ich habe euch als Herr, als Rabbi, als Meister, bin ich vor euch abgeknündelt. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ich möchte euch ein Vorbild sein für das, wie ihr miteinander umgehen sollt. Nämlich einander gegenseitig zu dienen. In der Demut. Euch runterzulassen, einem anderen zu helfen, dort, wo er schuldig geworden ist mit seinen Füßen. Vergiss nie mehr, wo in einer speziellen Situation ich schuldig geworden bin.
Und andere haben es gesehen von den Killer. Und der Mann, der mich nachher zurechtgewiesen hat, hat mir die Füße gewaschen. Nicht so wie jetzt da, sondern im übertragenen Sinn. Und er hat es nicht an die Öffentlichkeit gebracht. Er hat nicht gesagt, schaut einmal. Sondern er hat es gemacht wie zwei von den Söhnen von Noah, wo er nackt im Bett gelegen ist, wo sie mit dem Tuch die Blöße zugedeckt haben. Freunde, gehören wir zu den Brüdern und Schwestern, die die Blöße vom anderen zudecken? Oder gehören wir zu denen, die sie genüsslich aufdecken und damit hausieren? Die Schwächen voneinander, die Schwächen von anderen. Aber das Abbeugen und das Abknien und das Füßwaschen hat die Bedeutung voneinander dienen in den verschiedensten Bereichen, dort, wo wir einander nötig haben. Dort, wo wir Ergänzung haben, dort, wo wir eben genau einen Fehler machen, dort, wo wir genau stolpern, dort, wo wir versagen, dort, wo irgendetwas ist, was nicht ganz stimmt, dort einander gegenseitig dienen. Wenn wir das machen, und es braucht ganz viel Demut, wenn wir das machen, dann kommt Einheit. Durch Taten entsteht mehr Liebe. Durch Taten entsteht Einheit. Es ist nicht ein frommer Wunsch, dass wir eins sind, sondern es ist der letzte, dreifache Wunsch von Jesus, dass wir einander lieben, und das letzte dreifache Fürbitte ist im Gebet zum Vater, dass wir eins sind. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen, so das Buch buchstabieren. Und jetzt denk vielleicht gerade an den Bruder oder Schwester, und du findest, es ist ein bisschen kurlig. Vielleicht an dasjenige da, wo du gar nicht so magst. Und überleg dir, was es heisst, die Person zu lieben. Vielleicht hast du Sachen, die dich aufregen an der Kirche. Es gibt wahrscheinlich Gründe, um sich aufzuregen. Aber überleg mal, wie du mit deinen Worten kannst zur Einheit beitragen von der Kirche. Wie du in deinem Wort, deiner Einstellung, deiner Haltung kannst beitragen zur Einheit von deiner Small Group. Wie du mit deiner Einstellung, mit dem Draht zu dem Jesus, weil du sagst, du liebst ihn, kannst beitragen, Einheit zu haben mit Brüdern und Schwestern. Es ist nicht ein frommer Wunsch. Es ist viel, viel mehr. Es ist ein Gebot. Bitte euch aufzustehen fürs Gebet. Jesus, wir haben dir ein bisschen zugelassen. Wir haben dir auch ein bisschen zugeschaut. In unserer Kultur ist Füßwaschen nicht mehr üblich. Das jeder selber macht unter der Dusche. Und doch hast du uns durch die Tat viel zu sagen. Jesus, du willst auch heute uns die Füße waschen. Wenn du uns willst vergeben, den Dreck, der sich angesammelt hat in den letzten Wochen, in den letzten Tagen, den wir dir noch nicht gebracht haben. Da sind unsere Füße. Da ist unser Staub. Das sind unsere Schmutzflecken. Und Jesus, so wie du im hohepriesterlichen Gebet gebetet hast, so tue ich Fürbitte für mich, für meine Brüder und Schwestern, dass Einheit kann sein, Einheit kann entstehen und Einheit kann bleiben. Dir zu lieben, Jesus. Und da wir es nicht können, dürfen wir an dich denken. Du selbst den Judas geliebt hast. Du selbst ihm vertraut hast. Schon du gewusst hast, dass er ein Dieb von der Kasse ist. Schon du gewusst hast, dass er dich wird verraten.
Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du das Herz von dem Jesus, vom Christus klar zeigst. In unser Leben hinein. Und eine Sehnsucht schenkst. Heiliger Geist, schenke Sehnsucht. Schenke uns die nötige Demut. Demut braucht Mut. Amen.